Gott hat nicht so gerne Tourgäste, solche, die am Schluss dann gleich wieder gehen müssen, weil sie halt eben nur Gäste waren, weil sie nicht wirklich Gott nachgekommen sind durch das versöhnende Blut von seinem Sohn, weil sie nicht seine Hausgenossen geworden sind. Es tut ihm sehr weh, wenn die Leute einfach auftauchen, aber nie wirklich in das hineinkommen, dass sie sagen können, ich bin versöhnt mit meinem Gott für immer und ewig durch das Blut von seinem Sohn. Und so ist es halt, dass die Gäste, wie Mühe dass sie sich auch geben, gleich immer wo einen Geschmack hinterlassen. Genauso ähnlich wie der eine, der bei mir ein paar Jahre gewohnt hat, den ich ihm verboten habe, unter wirklich Androhung vor Ausschmiss, er dürfe nicht rauchen in dem Zimmer, das ich ihm gebe, gratis notabene. Und schlussendlich musste ich es 3-mal überstreichen und noch immer stinkt es. Man weiss, wer da drin war. Was Pilger sind, das muss man uns in Wattenwil nicht erklären. Wir haben eine Pilgerkirche, die direkt am Jakobsweg liegt. Jeden Tag im Sommer tragen sich die Leute in unser Pilgerbuch und man sieht immer, wie sie das verstehen, ihr Leben jetzt als eine Pilgerschaft unterwegs zu sein, nie wirklich fest verwurzelt, das Erlebnis mal zu machen über mehrere Tage oder Wochen oder sogar Monate. Alles haben wir schon erlebt. Leute, die also irgendwie das ganz andere Lebensgefühl suchen, wenn die übliche Sesshaftigkeit und dieser mal probieren zu entfliehen. Solches Pilgern, wie wir hier in Wattenwil erleben, ist sicher gesund, hat sicher psychohygienischen Charakter, hat all dort auch sehr einen tiefen religiösen Trieb dahinter. Das alles kann man sagen, aber es ist noch etwas anderes, und ich will das auch kein Pilger abstreiten, dass er das ja weiss. Es ist noch etwas anderes, wenn man sagt, hier in dieser Welt bin ich gar nicht mehr daheim. Egal, ob ich jetzt nach Santiago unterwegs bin oder ob ich in der Berufswelt meinem Alltagsjob nachgehe. Hier in dieser Welt bin ich nur noch Pilger und dafür ist mein Daheim. Und ich glaube, nie ist mir das so deutlich entgegengekommen in den letzten Tagen wie in dieser Biografie von Brian Welk. Er ist ein Heavy-Metaler, Popstar allererster Güte, kann man sagen, in Amerika. Und er hat gemerkt, dass er hier in dieser Welt auch nichts verloren hat, schlussendlich nach seiner langen Drogensucht. Und dass er wirklich etwas Besseres, etwas Bleibendes muss haben. Aus dieser sehr empfehlenswerten Biografie von dem Brian Welk lese ich einen Satz vor. Es heisst nämlich, das ewige Hin und Her des letzten Jahres hatte innerhalb einer Sekunde ein Ende gefunden. Endlich. Das ewige Hin und Her, das ist die Zusammenfassung von seiner Karriere. Irgendwo die Hoffnung hat er lange schon mit sich getragen, schon als Kind etwas mitbekommen, dass es einen Gott gibt und dass Jesus lebt und dass es sich lohnt, auf diesem Weg zu gehen. Aber es war wirklich nur eine Gelegenheitsgast und das hat seinem Hin und Her eigentlich kein Ende bereiten können, ausser als er endlich wirklich Gott begegnet ist, der ihn von seiner massivsten Drogensucht eigentlich augenblicklich hat befreit. Jetzt ist er jemand, der für sein Wohnungsrecht hat und das so weiss und in Indien arbeitet als Evangelist und als einer, der für viele Kinder wirklich eine Hoffnung geworden ist. Es ist sehr, sehr empfehlenswert. Seine Biografie, die heisst «Rette mich vor mir selbst». Wir haben uns mit verschiedenen Aspekten von dieser Tatsache beschäftigt, dass Gott am liebsten Mitbewohner hat in seinem Haus. Gott hat eine grosse WG. Am liebsten ist er zusammen in seiner WG. Und am allerliebsten will er, dass du und ich dort wirklich Hausgenossen sind. Vielleicht ein bisschen ein altes Wort, aber eine wunderbare Vorstellung. Unter einem Dach, an einem Schermen, in einer Gemeinschaft. Alle gehören auf das Engste miteinander. Und vor allem, das Haus ist ein Symbol vom Bleiben, wohnen in Ewigkeit. Aus diesem Grund ist es für uns so wichtig, dass wir für Gott nicht nur Gäste sind, weil Gott sieht das Ende von dieser Art von Gast da sein oder sogar Fremdling, was noch extremer ist, entfremdet im Innersten der tiefste Schmerz des Menschen, sondern dass wir wirklich in sein Haus dürfen gehören. Er freut sich auf die erst Gäste sind, dass sie wirklich Hausbewohner werden können.